Приветствую вас всех во имя Иисуса Христа. Ich möchte heute nicht predigen, Я не буду сегодня проповедовать, не хочу. sondern ich möchte Jesus predigen lassen. Я хочу, чтобы Иисус сегодня проповедовал. Deswegen haben wir kein Thema, Поэтому у нас сейчас не будет темы. sondern wir wollen uns an Johannes 14 halten. Но мы сейчас будем рассматривать Иоанна 14 главу. Und Johannes 14 ist in einer Zeit, wo Jesus gerade das letzte Abendmahl mit den Jüngern gefeiert hat. И в Иоанна 14 там описывается то, что когда Иисус праздновал последнюю вечерю с учениками. Und er weiß, er wird die Erde verlassen und er wird sterben müssen. И он знает, что он уйдет с этого мира, что ему надо будет умереть. Und er verbringt diesen Abend mit den Jüngern und er lehrt, er betet mit ihnen. Он проводит этот вечер с учениками, он их учит, он молится. Und er bereitet sie darauf vor, was jetzt kommen wird. И он их приготавливает к тому, что сейчас будет происходить. Und für ihn ist es wichtig, dass die Jünger, wenn er nicht mehr da ist, ausgerüstet sind, das zu erleben und das zu verstehen, was wichtig ist. И для него было важно, что когда он уйдет, чтобы его ученики были приготовлены сделать все то, что должны сделать, и быть приготовлены к тому, что придет. Das war ein kurzer Satz, gell? Было короткое предложение. Jetzt, also wir stellen uns vor, sie haben gegessen, sie haben Zeit und sie sind zusammen und Jesus gibt das Wichtigste dabei. Давайте мы сейчас себе представим, что они сидят, они покушали, у них есть время, и сейчас Иисус будет учить. Und wir sind dabei. Давайте мы представим, что мы тоже там. Es ist ein Abend. И это вечер. Sie haben das Passa gefeiert. Они праздновали Пасху. Ihr wisst ja, dass diese Woche jetzt gerade das Pessachfest ist, das Fest der ungesäuerten Brote. И как раз вот эту неделю сейчас празднуется Пасха, праздник Letzte Woche angefangen und diese ganze Woche durch. Это началось на прошлой неделе и всю эту неделю еще. Und jetzt beginnt Jesus und spricht zu den Jüngern. И теперь Иисус начинает, и Он говорит к своим ученикам. Johannes 14 von Anfang an. Давайте откроем Иоанна 14 с самого начала. Und das Erste, was Jesus sicher gehen möchte, dass sie verstehen, ist, Первое, что Иисус хочет, чтобы ученики поняли, dass Gott ist. чтобы они не сомневались, что Он есть Бог. Er sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. И мы читаем, да не смущается сердце ваше. Das heißt, es gibt Sachen, die unseren Glauben erschüttern können. Это говорит о том, что будут или есть вещи, которые потрясают нашу Wenn man vertraut und festhalten möchte und sagt, ja, ich glaube, das ist so, und dann passiert es nicht, kann der Glaube erschüttert werden. Например, когда мы стоим твердо на вере, и мы держимся, и мы знаем, как будет, но это не происходит так. Und Jesus wusste, in ein paar Tagen sind die Jünger erschüttert, weil er nicht mehr da ist. Sie haben ja geglaubt, dass er der Messias ist. И он знал, что через пару дней его не будет, но его ученики верили в него, и здесь будет потрясена их вера. Er sagt, lasst euch durch nichts von eurem Glauben erschüttern. Но он говорит, пусть ваше сердце не смущается. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Diese Aussage, vertraut auf Gott, vertraut auf mich, oder so wie ihr auf Gott vertraut, vertraut auf mich. И он говорит, веруйте в Бога и в меня. То есть как вы верите в Бога, так же и верьте и уповайте на меня. Damit sagt er, ich bin Gott. Этим он говорит, я Бог. Und das war für die Juden Blasphemie. И это было для иудеев что-то невозможное. Es kann doch nicht sein, dass ein Mensch Gott ist. Такого не может быть, что человек также Бог. Aber es ist so wichtig, diese Wahrheit zu verstehen, und am Ende betont Jesus genau das. Но это было так важно понять, поэтому именно это Иисус в конце подчеркивает. Genauso wie ihr auf Gott vertraut, vertraut auf mich. Так же самое, как вы уповаете на Бога, так же уповайте на меня. Und dann sagt er im zweiten Vers, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch zuzubereiten? В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам,
Я иду приготовить место вам. Jesus möchte, dass sie diese Kernwahrheit verstehen. Dass Jesus Gott ist und dass Jesus der Weg zu dem Vater, zu Gott ist. Иисус хочет, чтобы мы эти коренные вещи поняли, что Иисус Бог и что Иисус путь к Отцу. Und er sagt damit, ihr seid hier im Diesseits verbunden. Ich kenne den Platz von meinem Vater. И он говорит, вы таким образом связаны с небом, потому что я знаю, что там за чертой. Ich kenne ein paar gute Makler. Я знаю несколько хороших маклер, Aber ich kenne keinen Makler, der mir eine Wohnung im Himmel angeboten hätte. но я не знаю ни одного маклера, который может мне предложить квартиру на небе. Da muss man besondere Connections, Insider-Informationen haben. Там надо иметь особую информацию и отношения. Kein Mensch hat die Möglichkeit, auch mal so auf diese Art und Weise Zugang zum Himmel zu haben. Никакой человек не имеет просто возможности иметь доступ к тому миру. Jesus sagt, das ist meine Heimat, ich kenne mich dort aus. Но Иисус говорит, это моя родина. Da gibt es Wohnungen. И там есть обители, дома. Ihr seid begrenzt auf das Diesseits. Ich kann zwischen den beiden Welten hin und her gehen. Вы ограничены этим миром, но я не имею границы между тем и Und этим миром. ich gehe und bereite diese Wohnstätte für euch vor und dann komme ich wieder und hole euch zu mir. Он говорит, я пойду и приготовлю вам эти обители, потом приду и заберу вас. Ich bereite einen Platz vor. Я вам приготовлю место. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger in der Runde sagen, wow, Я могу представить, как ученики сидели и говорили, вау, habe ich ihn jetzt wirklich gehört? я его правильно понял. Eine Wohnung für uns im Himmel? А дом, квартира там Bei на dem небе Vater? у Отца. Keiner von uns kann das machen. Никто из нас этого не может сделать. Jesus sagt, ich bin Gott und die Tatsache, dass ich in den Himmel gehen kann, die Wohnung vorbereiten, zurückkommen kann, ist ein Zeichen für euch, dass ich es wirklich bin. Иисус говорит, я есть Бог, и то, что я могу пойти туда, приготовить обитель и прийти сюда, это подтверждение того, что я Бог. Niemand sonst kann das. И никто другой этого не сможет. Und ich lese hier auch nichts von einem Darlehen oder von einer Belastung oder von monatlichen Zinszahlungen. И мы здесь не читаем, что там будет какие-то кредиты, что будет какие-то на нас налоги, что-то будет накладываться на Wohnung нас. im besten Platz im Universum und er hat schon bezahlt dafür. Самое лучшее место, и Бог приготовил это, и Он уже заплатил. Und er sagt das jetzt seinen Jüngern. И Он это говорит сейчас своим ученикам. Und er möchte, wenn er weg ist, dass die Jünger eine Verbindung haben mit dem Himmel. И Он хотел, что когда Он уйдет, чтобы Его ученики имели связь с небом. Sie müssen mit beiden Füßen auf der Erde sein und mit dem Herzen im Himmel. Они должны двумя ногами стоять на земле, но сердцем быть на небесах. Also Jesus predigt hier. Иисус здесь проповедует. Und dann Vers 3. Und wenn ich einen Platz vorbereitet habe, werde ich wiederkommen zu euch und euch zu mir holen, damit ihr dort seid, wo ich bin. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы вы были, где я. Куда я иду, вы не знаете, и путь, вы знаете, и путь знаете. Wir kennen das manchmal, wenn Leute, sagen wir mal, irgendwo aus dem Norden Deutschlands einen Arbeitsplatz in der Schweiz bekommen, dann ziehen sie oft hier runter. Знаете, иногда люди, которые живут на севере Германии, они получают место в Швейцарии, то они переезжают сюда к нам. Aber solange noch Probezeit ist, dann gibt es erstmal nur ein Zimmer oder eine kleine Wohnung. Но когда у них это пробное время, они берут сначала себе Aber wenn alles gut läuft, dann wird irgendwann mal eine größere Wohnung, ein Haus gemietet und man holt die Familie nach. Но когда все уже стабильно, когда все идет, тогда они берут больше квартиру или дом и привозят семью с Für собой. Jesus gab es keine große Barriere zwischen dem Himmel und der Erde. Для Иисуса не было большой барьеры между землей и небом. Für uns ist das eine unüberwindliche Barriere. Для нас это что-то, что мы не можем преодолеть. Wir selber können jetzt nicht einfach so mal eben in den Himmel gehen für heute Nachmittag und morgen sind wir wieder zurück auf der Arbeit. Сами по себе мы не можем сегодня пойти где-то на небеса, погулять и завтра вернуться. Bei Jesus gibt es diese Grenzen nicht, weil er Gott ist. Но у Иисуса нет этой барьеры, потому что Он Бог. Er ist nicht unter den Gesetzen seiner Schöpfung, sondern
Die Gesetze der Schöpfung sind in ihm И zusammengefasst. он не под законами, которые он создал, но он над всеми законами над Das всем, will что er он diesen создал. Jüngern beibringen. И это он хочет объяснить своим ученикам. Glaubt an Gott, den ihr nicht seht, aber glaubt an mich, den ihr seht. Верьте в Бога, которого вы не видите, и верьте в Меня, которого вы видите. Und dann sagt Jesus in Vers 4, den Weg dorthin, den kennt ihr ja. И потом он в 4 стихе говорит, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie die sich angeguckt haben. Wir waren in Galiläa, wir waren in Judäa, wir waren überall. Aber den Weg zum Himmel, nein, den kennen wir nicht. Я могу представить, что они размышляли друг на друга, смотрели и говорили, хорошо, мы были в Галилее, в Иудее, мы везде были, но путь в небеса, мы не знаем, где он. Und Thomas, der war mutig, so seine Zweifel mal zu äußern. И Фома, он был смелый и мог сказать то, что Und ich думает. glaube, Jesus hat diese Aussage gemacht, um sie ein bisschen so herauszufordern. Я думаю, Иисус специально это сказал, чтобы их немножко сделать им вызов. Herr, sagt Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir den Weg dorthin kennen? А Фома сказал мне, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь? Jesus möchte sie vorbereiten für das, was jetzt kommt. И Иисус их подготавливает к тому, что должно прийти. Jetzt sagt Jesus, ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Ich bin die Tür. Ich bin die Rettung. Я дверь, и я спасение. Ich bin das Ticket. Ich bin der Weg zu dieser Immobilie. Я билет, и я путь к этому дому. Alle Fragen, die sie dort hatten, werden zusammengefasst in dieser Aussage. Ich bin. И все вопросы, которые у них были, он ответил одним, то, что он сказал, что «Я есть». Er sagt damit, gibt ihnen die Offenbarung, dass er diese Antwort ist И für он alle им дает Fragen. откровение, что он есть ответ на все их вопросы. Und es geht immer noch um die Hauptaussage, dass die Jünger wirklich, wirklich, wirklich verstehen, dass Jesus Gott ist und dass er der Weg ist. Иисус говорит здесь также о том, что Он вначале сказал, Он объясняет, что Он есть Бог и Он есть путь. Auch heute ist das Wichtigste, was wir eigentlich weitergeben können. И сегодня это также очень важно, чтобы мы это передавали дальше. Wer das nicht verstanden hat, wird normalerweise nicht getauft. И кто это не понял, тот в основном не принимает крещение. Erst wenn wir ihn erkennen, dann kommen wir in den Genuss dieser Vorzüge. Но когда мы о Нем узнаем, мы наслаждаемся всем тем, что Он нам дает. Und so sagt er hier in Vers 7, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. И если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Jetzt sagt der Thomas, ich habe schon eine dumme Frage gestellt, ich stelle jetzt keine mehr. И Фома говорит, о нет, я больше не буду ставить вопросов. Aber der Philippus sagt, aber ich habe noch keine, ich frage jetzt mal. А Филипп думает, хорошо, я еще не спрашивал, я сейчас спрошу. Er sagt, Herr, sagt Philippus, zeig uns den Vater und das genügt uns. И Филипп сказал ему, Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас. Und die Bibel sagt, niemand hat jemals Gott wirklich gesehen von Angesicht zu Angesicht. И Библия говорит, что никто никогда Бога лицо к лицу не видел. Und der Philippus denkt, jetzt habe ich eine Chance. И Филипп думает, вот сейчас у меня есть шанс. Wenn das wirklich Gottes Sohn ist, dann kann er mir vielleicht einmal kurz die Wolken auf Seite schieben und ich weiß nicht wie, aber ich will es sehen. И Филипп думает, хорошо, сейчас мой шанс. Если он действительно Сын Божий, может быть, как-то отодвинет облака и покажет мне Бога. Mit anderen Worten, er sagt ganz diplomatisch, ich glaube dir nicht. В принципе, он очень дипломатично говорит, я тебе не верю. Das hört sich so fromm an. И это звучит очень свято. Herr, zeig uns den Vater und das genügt uns. То есть, что он говорит, а покажи нам Отца, и довольно для нас. Zeig mir die gesunden Leute und ich glaube an Heilung. Покажи мне здоровых людей, и я поверю в исцеление. Ich glaube ja, dass Mose das Meer geteilt hat. Я
Я верю, что Моисей разделил море. Aber komm, lass uns zum Rhein gehen und zeig uns mal, wie wir das machen. Давай Wie wir пойдем das so на machen. Райн, и ты покажешь, как ты разделяешь воду. Ja, also, nein, ich habe keine Zweifel, ich glaube ja, zeig einfach nur. Я говорю, нет, у нас нет сомнений, мы верим, но ты покажи сначала. Das genügt, mehr brauche ich gar nicht. Больше мне не надо. Er hat eigentlich überhaupt nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. В принципе, они не поняли, что Иисус говорил. Zeig uns den Vater. Покажи нам Отца. Jesus sagt, so lange bin ich bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus. Иисус сказал, но столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Видевший меня, видел Отца. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Jesus sagt wieder, ich bin Gott und ich bin der Weg zu Gott. Иисус опять говорит, я есть Бог, я путь к Отцу. Und mit dieser Frage hat der Philippus eigentlich gesagt, ich habe es immer noch nicht verstanden. И этим вопросом Иисус сказал Филиппу, что ты не понял еще. Er sagt, wenn du mich siehst, es gibt keinen Unterschied zwischen mir und Gott, dem Vater. Если ты видишь меня, то там нет разницы между мною и Отцом. Ich weiß, dass ich euch nichts Neues sage. Я знаю, я вам сегодня ничего нового не сказала. Und es muss aber trotzdem jeden Tag neu werden. Но это должно все равно каждый день становиться новым в нашей жизни. Aber das sagt ja hier Jesus. Ich predige ja heute nicht. Но это не я сегодня говорю, потому что сегодня Иисус проповедует. Und in Vers 10, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, sage ich nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Es gibt keinen Unterschied Нет разницы zwischen Jesus und dem Vater, sagt er hier. между Иисусом и Отцом, Он здесь говорит. Deswegen ist es für Jesus am Ende noch so wichtig, dass die Jünger das verstehen. Поэтому было для Иисуса это настолько важно подчеркнуть еще, чтобы ученики это поняли. Und so erklärt er hier weiter in Vers 11. И Он объясняет дальше. Glaubt es mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. Jesus sagt auf einer anderen Stelle, ihr in mir und ich in euch oder mein Wort in euch und ihr könnt bitten, was immer ihr wollt. В другом месте Иисус говорит, вы во мне и мое слово в вас, и вы можете просить обо всем. Wir haben diese gleiche Wahl, so zu leben wie Jesus. И у нас есть такой же выбор, мы можем жить как Иисус. Jesus hätte auch auf der Erde leben können, ohne dass der Vater in ihm wäre. Иисус также мог бы на земле жить без того, чтобы Отец был в нем. Er hätte nicht gehorchen müssen für das, was der Vater sagt. Ему не надо было послушаться Отцу, Aber er war 100% ausgerichtet auf Gott, den Vater. но он был полностью направлен на Отца. Und er sagt, der Vater in mir, ich in ihm, da gibt es keinen Unterschied. И он говорил, Отец во мне, я в нем, и там Und er нет sagt jetzt разницы. zu uns, seinen Jüngern, ich in euch und ihr in mir, da sollte kein Unterschied sein. А теперь он нам говорит, я в вас, а вы во мне. Nicht, dass wir Gott wären, das wissen wir, dass wir es nicht sind. Конечно, мы не становимся Богом, Aber sein Wesen soll in uns sein, sein Geist soll in uns leben und sichtbar werden. но Его образ должен быть в нас, Его Дух должен быть в нас, и это должно проявляться. Wir sollen nicht nur staunen über Jesus und Gott, sondern wir sollen es selber erleben und leben. И нам надо не просто удивляться об Отце и Сыне, мы должны это пережить. Und so sagt er hier weiter, wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund durch das, was durch mich geschieht, durch die Werke. А если не так, то верьте мне по самим делам. Die Wunder deuten dann, unterstreichen nochmal, die Göttlichkeit von Jesus. И те чудеса, которые Иисус сделал, они подчеркивали то, что Он есть Бог. Heute wollen viele Leute auch Wunder sehen. Сегодня тоже многие люди хотят видеть чудеса. Sie sagen, es muss doch, wenn Gott mit seiner Kraft
in den Jüngern lebt, in den Menschen lebt, dann muss Gott sichtbar sein. Если Иисус живет в Его учениках и в людях, то Иисус должен быть видимым. Und wir müssen aufpassen, dass es nicht einfach nur eine Religion wird, wo wir fromme Dinge tun und fordern, aber Gott nicht sichtbar ist. И нам надо быть осторожным, чтобы не стать религиозными, чтобы требовать от других и быть в наружности просто религиозным. Dass die Kraft dafür von Gott gegeben wird, um Sünde zu überwinden und Süchte. Чтобы получать и брать эту силу, которую Бог дает, преодолевать всякие зависимости и грех. Glauben und Hoffnung zu haben, wenn alles um uns herum spinnt. Иметь надежду и веру, когда вокруг все не так. Sagt Philippus, du hast mich gesehen und als du mich gesehen hast, hast du den Vater gesehen. Он говорит Филиппу: Филипп, ты видел меня, и когда ты видел меня, ты видел Отца. Die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, die Kraft Gottes. Его силу. Und sagt, und wenn dir das nicht reicht, du hast die Wunder gesehen. Если тебе этого не хватает, ты же видел все чудеса. Auch die sprechen dafür, dass ich Gott bin. И они говорят о том, что я есть Бог. Und jetzt geht es weiter in Vers 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge, die ich tue, auch tun. Ja, er wird sogar noch größere Dinge tun, denn ich gehe zum Vater. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я к Отцу моему иду. Viele Menschen müssen Wunder sehen. И многие люди, они должны видеть эти чудеса. Sagt, dieser Glaube kann nur aktiviert werden, wenn ich zum Vater gehe. И эта вера может быть активирована только если я уйду к Solange Отцу. ich hier bei euch bin, kann ich nicht in euch sein. И пока я здесь с вами, я не могу быть в вас. Wenn ich gehe, wird der Geist Gottes kommen und in euch sein. Но когда я уйду, придет Дух Святой, и Он будет в вас, я буду через Него. Und größere Dinge werden geschehen. И больше сих будет сотворено. Das heißt, auch bei euch wird Gottes Wesen sichtbar sein. Значит, и в вас Божья сущность она будет проявляться. Wo lernen wir das, größere Dinge zu tun? И где мы учимся делать большие дела? Haben wir ein Seminar dafür? У нас есть для этого семинар, Auf der Bibelschule? библейская школа. Da sollen wir nächstes Wochenende einen speziellen Workshop anbieten, größere Dinge tun. И давайте сделаем такой семинар, соберемся и будем учиться, как сделать большие дела. Das ist der Heilige Geist. Но это Дух Святой. Und es ist diese einfache, aber wesentliche Disziplin in Abhängigkeit mit dem Heiligen Geist, im Gehorsam Gott gegenüber von Minute zu Minute zu leben. Это наша дисциплина, что мы будем соединены с Духом Святым, и будем послушаться, будем слышать Его и творить с Ним каждую минуту нашей жизни. Schaut mal, die meisten Wunder, die aufgeschrieben sind im Neuen Testament von Jesus, Почти все чудеса, которые мы видим и читаем в Писании, waren nicht geplant. это не было что-то, что было запланировано. Er hat nicht gesagt, wir treffen uns am Freitagabend da in der Synagoge und da werde ich einen Blinden sehen machen. Он не говорил так, что в пятницу вечером мы встретимся в синагоге, и я исцелю слепого. Meistens war er irgendwo unterwegs zu einem Ziel und wurde unterbrochen in seinem Weg. В основном он был в пути к своей цели, и его прерывали всегда на Da его ruft пути. der Blinde plötzlich, halt, komm zu mir. Например, слепой кричит: подожди, приди ко мне. Er will, glaube ich, zu Jairus gehen und dann kommt die Frau mit dem Blutfluss und ergreift sein Gewand. Он шел исцелять девочку, и женщина подходит и касается к его одежде, прикасается. Aber er war die ganze Zeit mit Gott in Kontakt. Но все это время он всегда был в контакте с Und er war Богом. nicht überrascht, wenn sowas passiert ist. И он никогда, это не было сюрпризом для него. Das war aber eigentlich nicht mein Thema. Но это сейчас не было моей темой. Und jetzt sagt er, ich in euch, ihr in mir, Vers 13, und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbart wird. Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. 14. Wenn ihr mich in meinem Namen um etwas bitten werdet, werde ich es tun.
Если чего попросите во имя Мое, то сделаю. Wir beten im Namen Jesus oder wir bitten im Namen Jesus. И мы молимся и просим во имя Das sind Иисуса. seine Verheißungen Его обетование. und es sind nicht die Probleme, für die wir beten. Это не проблемы, о которых мы молимся. Also wir konzentrieren uns nicht auf das, was so schwer ist, sondern auf die Lösung Gottes. Давайте не будем концентрироваться на том, что так сложно, на все проблемы, но на том ответе Божьем. Jesus hat nicht gesagt, schüttet euer Herz aus über die Dinge, die euch so schwer sind, über die Krankheiten und alles, sondern er hat gesagt, heilt die Kranken, weckt die Toten auf, verkündet das Evangelium. Он не сказал, идите и давайте свое сердце, изливайте, говорите, как вам плохо, тяжело, какие вы больные, но идите и исцеляйте больных, он сказал. Beschäftigt euch nicht mit dem Werk des Teufels, sondern beschäftigt euch mit dem Werk des Herrn, Jesus Christus, mit der Erlösung. Не занимайтесь теми делами, которые сделал дьявол, но занимайтесь тем, что сделал Бог. Und mit der Brille kann man das Problem angucken. И через вот эти очки надо смотреть на проблемы. Und man guckt auf das Problem und sagt, das ist aber nicht in Übereinstimmung mit Gottes Ordnung. И когда мы на это смотрим, мы говорим, но это не соответствует тому порядку Божьему. Ich war am Freitag auf einer Hochzeit. Я был в пятницу на свадьбе. Und da waren ein Großteil Gläubige und ein Teil nicht-gläubige Leute. В основном все были верующие, но одна часть были неверующие люди. Und das ist dann besonders gut, wenn man predigt. Всегда хорошо, когда ты тогда проповедуешь. Da kam nach der Predigt eine Frau und hat zu einer anderen, mehrere zu mir gekommen, haben gesagt, das war so gut, vielen Dank, Herr Pfarrer. Sie wussten nicht, wie sie mich ansprechen sollten. И многие подходили и говорили, Фара, большое спасибо, и не знали, как меня назвать. Und dann sagte die eine zur anderen, das war so gut, dass ich mir überlege, ob ich nicht auch Christ werde, weil ich will auch so verheiratet werden. И она сказала, о, это было так хорошо, что я подумала, может быть, мне тоже стать христианом, потому что я хочу тоже такую, Das hat чтобы мне so так etwas gemacht замуж in ihrem выдали. Herzen. И что-то произошло в сердце. Und dann war die Feier und dann gab es verschiedene Beiträge, ganz normal. И был праздник, и было много номеров. Und ein Beitrag war von den nichtgläubigen Freunden von dem Bräutigam. И один номер был от неверующих родственников. Und in dem Moment, wo die dann auf die Bühne gekommen, hat man sofort einen anderen Geist gespürt. Когда они пришли на сцену, конечно, сразу можно было чувствовать другой дух. Ja, die haben dann sich präsentiert und oh, jetzt bringen wir das Highlight und so weiter. Они вышли, хорошо себя sprezentировали. Und man hat gleich gespürt, obwohl das vorher keine Predigt war, was die Christen als Beiträge gemacht haben, aber es war ein anderer Geist. И хотя другие номера не были проповедями, которые делали верующие люди, но дух был совсем другой. Aber hier sagt Jesus, was ihr in meinem Namen bitten werdet, ich werde es tun. Иисус говорит, то, что вы будете просить во имя Мое, я сделаю. Was sind denn die größten Dinge, die wir als Christ tun können? Но что есть самое великое, что мы можем сделать как христиане? Was sagt Paulus ist das Größte über alles? Что Павел говорит, что самое большое, самое великое? Die Liebe. Любовь. Die Liebe. Любовь. Daran wird die Welt euch erkennen. И мир будет вас поэтому узнавать. Also wir beten nicht ärgerlich, sondern wir beten mit der Verheißung, dass Jesus, mit dem Glauben, dass er auf dem Thron sitzt, dass er wirklich beim Vater ist und dass er für uns Fürbitte tut. И мы не молимся в злости, в состоянии, но мы молимся, просим Отца, мы знаем, что Иисус у Отца, что Он там и что дал обетование. Wir können zu Gott kommen, wie wir sind und wie wir uns fühlen. Мы можем прийти к Богу такими, какие мы есть, как мы себя сейчас чувствуем. Weil wenn unsere kleinen Kinder zu uns kommen, Что когда наши маленькие дети к нам приходят, Tränen, они плачут. er hat mir mein Spielzeug Он weggenommen, мне забрал мою игрушку. er hat mich geschubst, hat was Schlechtes zu mir gesagt, mich gemobbt. А он меня толкнул, он что-то мне плохое сказал. Dann nehmen wir sie und wir trösten sie. И мы их берем, мы их утешаем. Aber wir verstehen, es sind Kinder. Мы понимаем, что это детки. Wir versuchen sie ihnen zu erklären, Мы стараемся им это объяснить, aber sie sollen erwachsen werden. но они должны взрослеть. Wenn sie reif sind, dann machen ihnen diese Kleinigkeiten nicht mehr so viel aus. И когда они взрослеют, такие мелочи им больше ничего не Und so ist es auch in unserem Gebetsleben. Но также это в нашей молитвенной жизни. Egal wie ärgerlich oder wie beleidigt wir sind, das aktiviert den Glauben nicht. И если мы
обижены, или мы злые, то это не активирует нашу веру. Aber Offenbarung zu bekommen, wer Jesus ist und was seine Verheißung ist, Но получить откровение, кто Иисус и что есть Его обетование, lässt uns hineingehen in einen Raum des Himmels, in dem die Antworten vorhanden sind. это вводит нас в помещение, в Его присутствие, где мы получаем ответы. Und wir empfangen dort im Glauben. И там мы получаем веру. Und wir sehen, wie das dann verändert wird in unserer sichtbaren Welt. И мы видим, как приходят изменения в нашем видимом мире. Und dann kommt der Schluss von diesem Text. Потом приходит Wenn к ihr концу. mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Der Grund, warum wir Gott gehorsam sein wollen, ist nicht, weil dann Strafe kommt, И причина, почему мы хотим Богу быть послушными, не потому, что мы потом будем наказаны, если dann мы haben wir послушны. nämlich die Gnade und das Evangelium noch nicht verstanden. Если так, то мы не поняли благодати и Евангелия. Es ist weise, das Richtige zu tun. Это мудро сделать Aber правильно, die Motivation sollte die Liebe sein zu Jesus. но мотив должен быть любовь к Иисусу. Dann muss der Pastor und der Gruppenleiter nicht sagen, du musst aber und das solltest du tun, braucht man nicht. И тогда пастор и лидер не должны говорить, тебе надо это делать, и ты должен это сделать. Sondern wir wollen das tun. Но мы хотим это сделать, Auch wenn wir es nicht immer schaffen. даже если не всегда получается. Aber wir wollen das, Но мы хотим, weil wir ihn kennen потому что мы Его знаем, und seine Güte. и Его благодать. Und dann steht dann Vers 16, und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит Его, не знает Его, а вы знаете Его. Ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. So, hier sagt Jesus, und das ist der Weg, wie es geschehen wird. И здесь Иисус объясняет, это путь, как это будет происходить. Zusammengefasst, Jesus sagt, ich bin Gott. Давайте еще раз обобщим. Иисус говорит, я Бог. Und er sagt, erschreckt nicht, Он говорит, не пугайтесь, ich bin demnächst weg. я скоро уйду. Ich gehe in den Himmel zum Vater, Я пойду в небеса к Отцу. ihr vertraut mir. Вы доверяете мне. Der Vater war in mir, ich bin in euch. Отец был во мне, и я теперь в вас. Und ihr werdet größere Dinge tun, als ich es getan И habe. вы будете делать большие дела, которые я делал. Haltet die Gebote. Соблюдайте заповеди. Und das, was am Ende dann die Kraft hervorbringt, ist der Heilige Geist. И то, что производит силу, сила это производящая, это есть Дух Святой. Er sagt, in ganz kurz, genau das, was alles passieren wird in Zukunft. И вот так коротко он объясняет все, что будет в дальнейшности происходить. Und dieses Gespräch, das die Jünger hatten mit Jesus dort, И этот разговор, который был у учеников с gilt Иисусом, genauso hier für uns. он также обращается к нам. Der Plan Gottes für uns ist genau der gleiche. И план Божий к нам такой же. Wir brauchen die gleiche Offenbarung, dass Jesus Gottes Sohn ist. Мы все нуждаемся в откровении, что Иисус есть Господь. Das Verständnis, dass wir im Himmel zu Hause sind. Понимание, что в небесах наш дом. Dass Jesus zwischen den Welten sich bewegen kann und er über uns steht. Что Иисус двигается между нашими двумя мирами, и Он стоит над всем. Dass Jesus der Weg ist zum Vater. Что Иисус путь к Отцу. Und wir dürfen mit dem Heiligen Geist die Arbeit von Jesus weiterführen auf der Erde. И мы можем в силе Духа Святого, через Духа Святого, Его работу здесь на земле Dass der продолжать. Vater verherrlicht wird Чтобы прославился Отец. und die Menschen gesegnet werden dadurch. Чтобы люди могли быть благословенны In Jesu через Namen. это. Amen. Во имя Иисуса.